Guten Morgen miteinander. Ich bin noch nicht ganz so lang wach, obwohl es draussen schon hell ist. Aber es hat wirklich wieder mal eine Nacht gegeben, wo ich bis um 3 Uhr morgens durchgezockt und am nächsten Tag geht es gleich nicht allzu früh wieder weiter. Hey, ich wollte euch schon lange wieder mal ein Update geben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es ist alles klar bei euch. Hier ist natürlich der Crown Cletus oder der Chris. Ja, es gibt verschiedene Sachen, die ich jetzt schnell erzählen möchte. Und zwar als erstes, das Call of Duty spiele ich gerne noch. Das Black Ops, das Neue. Nicht ganz so oft wie auch schon, aber es geht gäbig. Und vor allem habe ich jetzt nach Jahren wirklich, ich habe mir das schon ewig überlegt, das mal auszuprobieren. Habe ich mir hier so einen Controller gekauft mit einer Maus. Schnell schauen, dass man es einigermaßen sieht. Von Hori, irgendwie der Tactical Commander 4 oder so heisst das Ding. Und das kann man natürlich an PS4 anschließen und dann kann man so mit der Maustastatur spielen. Und es ist nicht unbedingt so, dass ich mit dem besser bin. Im Gegenteil, man muss sich recht umgewöhnen. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich einigermaßen umhüpfen will, zielen, dann ist die einzige Möglichkeit, wenn ich das wirklich gut habe, mit Maus und Tastatur. Ich weiss, es gibt verschiedene Kontrollschemen, aber das Problem, das ich einfach habe, ist, hier mit dem R1 oder L1 kann man ja hüpfen. Das hat bei mir nicht funktioniert, leider. Und wenn ich mit X hier hüpfe, muss ich gerne den Daumen ab dem Stick nehmen, wo ich zielen kann. Und das ist einfach nicht cool. Und ich bin schon so oft von Leuten abkassiert worden, die über mich drüber springen, sich in der Luft drehen, dann noch einen Doppelsprung irgendwie dranhängen. Und ich stehe dort und komme kaum zu Schlag mit diesen ganzen Knöpfen. Es hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun, das muss ich echt zugeben. Aber ja, es ist einfach langsam ein bisschen zu komplex, die Steuerung vom Call of Duty, für auf einen Controller drauf zu kommen, denkt es mir. Und klar gibt es jenste Beispiele, wo man mit dem Controller tausendmal besser sind als ich. Aber wie gesagt, das ganze Thema hat mich jetzt doch auch schon ein Zeitchen nicht beschäftigt, aber interessiert. Und jetzt habe ich mir mal so eine Maus-Tastatur-Kombo geholt. Und ich finde es ganz in Ordnung. Viele kommen irgendwie nicht so damit klar, finden irgendwie, dass es zu wenig schnell anspricht. Und klar ist es nicht genau gleich so flott wie auf dem PC, aber es funktioniert gut genug. Und gerade eben das Zielen wird schon um vieles einfacher jetzt für mich persönlich. Ja. Wenn es euch mal interessiert, gibt es für 108 Steine, ist eigentlich noch happig, aber ja, eben wie gesagt, wenn man jetzt schon jahrelang was etwas überlegt, kann man sich das schon eigentlich zutun, von dem her ist es wirklich eine gute Sache. Was ich momentan ein bisschen mehr spiele, da hole ich schnell den Xbox One Controller, repräsentativ ist das Quantum Break. Das ist ja, jetzt muss ich jetzt schnell selber überlegen. Ja, letzte Woche ist das rausgekommen, genau. Man konnte einen massiven Preload machen, 75 GB für Zwischensequenzen. Und ich finde es richtig geiles Quantum Break. Einerseits hat man ein Game, wo von Remedy gemacht wird, Alan Wake, Max Payne, also die Jungs wissen, was sie machen und Ladies. Und es hat eine super Story, es spielt sich gut, hat interessante Fähigkeiten. Man bekommt sogar noch in dem Sinne eine Fernsehserie dazu, die abhängig von den Entscheidungen, die man im Game trifft, ein bisschen anders abläuft. Also allererste Sahne. Auf dem PC läuft es nicht ganz so gut, dort ist die Begeisterung nicht ganz so riesig. Aber das Game selber ist wirklich eine coole Sache. Also jeder, der eine Xbox One hat, auf Action steht, zieht nach rein. Ich finde es wirklich 1A. Gerade mit diesen Fähigkeiten, wo man sich so schnell bewegen kann und Zeit wahrhalten. Und echt cool gemacht. So etwas habe ich in dieser Form noch nie gesehen. Auch eben gerade die Integration von der Serie. Es hat ja Sachen gegeben wie so Defiance, wo man auch eine Serie nebendran gestartet hat. Aber das hat dann nur lose miteinander zu tun gehabt. Im Quantum Break ist es wirklich nahtlos. Also, edle Sache. Sehr edle Sache. Die edelste Sache, und das am Schluss, ist aber auf jeden Fall, dass am 28. März ist offiziell das Oculus Rift Verkaufsversion rausgekommen. Ich sollte meine hoffentlich im Juni bekommen. Ist halt schon ein bisschen mühsam gewesen, weil man nicht in die Schweiz bestellen konnte, bis ich dort eine Lösung gefunden habe. Aber ja, ich sollte meins im Juni bekommen. Das Gute ist aber, dass das ganze Oculus Home, das eben seit dem 28. läuft, auch mit dem DK2 gebraucht werden kann. Das gute alte DK2 ist wieder richtig im Einsatz. Hey. Und
sowas von im Einsatz, glaubt mir. Vielleicht sieht man es meinem Wicked Face auch ein bisschen an, aber ja, in der letzten habe ich es wirklich, wirklich extrem viel an. Nur mal kurz, ich versuche dann mal ein Video zu machen, es soll nicht allzu schwierig sein. Games sind super. Lucky's Tale, so ein Jump'n'Run im Mario 64-Stil, um es einfach zu sagen, ist richtig cool gemacht, richtig gut, richtig super ausgearbeitet, richtig angenehm. Dann Chronos finde ich auch extrem genial, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Zelda und Dark Souls mit fixen Kameraperspektiven. Also wow, das Game hat mich richtig, richtig geflasht. Es geht dann weiter, es gibt dann irgendwie von Eve Valkyrie, Eve Valkyr, Eve Guncheck, Blaze Rush, ein Run-Game. Und eben hier die Eve-Spiele sind mehr so ein bisschen im Weltraum, wo halt im Cockpit hockst, was auch immer cool reinkommt. Du kannst so ein bisschen Dogfights machen mit anderen Raumschiffen im Weltraum. Wow, 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 richtig, richtig abgefahren, halt einfach auch mit dem Umschauen. Also, Virtual Reality wird vieles verändern. Das kann ich echt jetzt schon sagen. Ich habe es ins Geschäft mitgenommen und ein paar Leute zeigt auch wieder. Es gibt auch ganz herzige kleine Filmchen, wo man einfach wie als Kamera drinnen hockt im Film und kann rumschauen kann. Computeranimierte Sachen natürlich. Und es waren alle begeistert gewesen. Wirklich. Und die neue Version, Consumer-Version, sollte ja dann noch ein Stückchen besser werden. Wow! Das Vive von HTC ist ja diese Woche rausgekommen. Dort habe ich leider nicht unbedingt den Platz dazu, um das Ding zum Laufen zu bringen, geschweige denn wirklich das Budget, um das auch noch zu kaufen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das Oculus zu ziehen und dann im Herbst das PlayStation VR. Aber jetzt gerade das dritte würde das Limit ein bisschen überstretchen. Und vor allem gibt es gewisse, die erzählen, dass sie ein bisschen Probleme haben, wenn sie beide auf dem gleichen PC laufen. Ob wir jetzt wegen dem Vive noch einen neuen PC ziehen, das ist also wirklich, vergiss den Fisch. Aber der erste Eindruck ist gang noch sehr, sehr positiv. Ich meine, ich habe vom DK1 geschwärmt, ich habe vom DK2 geschwärmt und jetzt ist eben Oculus Home da, Consumer Version gibt es eigentlich offiziell. Und klar haben sie noch ein bisschen Lieferengpässe, scheint es momentan, was leider ein bisschen zu Verzögerungen führen kann. Aber ja, man ist geduldig und irgendwann ist das in der Haus. Und die Anwendungsmöglichkeiten außerhalb der Games sind schier auch unendlich. Gerade wenn ich die Dokumentationen über Apollo 11 schaue oder Unterwasser-Dokumentationen, wo die Fische an einem vorbeischwimmen, gerade auch für Kinder oder eben für Schulen. Klar ist es fraglich, ob sich das eine Schule in den nächsten 10, 20 Jahren leisten kann für die ganze Klasse. Aber gleich den menschlichen Körper anschauen mit so Schichten, so wow. Und gerade mit dem Vive, ich habe hier von Giant Bomb, sie haben ja am Release-Tag alles getestet, habe ich auch geschaut, was man eben mit dem Room-Scale-Zeug machen kann. Und auch dort extrem, extrem interessante Möglichkeiten. Man fühlt sich fast noch mehr drinnen, weil beim Vive ja noch die Controller hast. Aber was halt beim Vive auch noch dazu kommt, das Omni, das Laufgestell, das ich auch bestellt habe und dann im Sommer auch mal kommen soll, ist eigentlich eher mit dem Oculus kompatibel. Und darum bleibe ich so ein bisschen auf der Oculus-Schiene, auch wenn es gewisse Sachen gibt, die nicht so toll sind im Zusammenhang auch mit Facebook und den Daten, die sie halt wieder wollen. Aber rein vom Erlebnis ist es einfach genial. Und all die es noch nicht ausprobiert haben, ich hoffe, ihr habt irgendwann mal eine Chance, weil man kann noch lange über Virtual Reality reden, selber mal ausprobieren. Wenn es da funktioniert, eben, es geht auch nicht für alle gleich gut, je nach Augen oder so, die man hat. Nichtsdestotrotz, es sind interessante Möglichkeiten, die sich einem da wirklich auftun. Und es gibt immer noch viele Leute, die dagegen sind, was absolut auch in Ordnung ist. Ich meine, es gibt verschiedene Gründe, so etwas nicht cool zu finden. Aber gerade jemand, der so ein bisschen halt an neuer Technik Spass hat, ist das auf jeden Fall ein gefundenes Fressen. Und eben Games, die es auch dazu gibt, sind wirklich, wirklich schon richtig cool. Oculus-seitig gibt es ein bisschen mehr Games, die eben auch ein bisschen Fleisch am Knochen haben. Beim Vive sind es mehr so ein bisschen Technologie-Demos, Sachen, die man ausprobieren kann. Auf jeden Fall auch fertige Games. Und das wird sich ganz klar in der nächsten Zeit auch ändern. Aber es gibt jetzt schon wirklich, wirklich coole Games.
Ja, von dem her ist eigentlich alles in Butter. Eben in der letzten bisschen mehr Zeit wieder zum Zocken, ein bisschen viel weniger Schlaf wie der letzte Jahr. Aber irgendwie hangelt man sich gleich durch den Tag durch, bis man da am Oben weiterspielen kann. Kommen wir vor wie ein Junkie. Und es gibt ja auch jenste Bilder, wo du die Leute siehst mit ihren VR-Brillen, wie sie durch die Mecke hocken, ganz kaputt und ausgemergelt. Und es wird ja auch schon ein paar geben, die das nicht ganz so managen können mit dieser virtuellen Realität. Weil eben, wenn du Brillen anhast, dann bist du einfach dort. Du hast nicht eine einfache Möglichkeit.